Das Scheunenviertel im Berliner Osten. Hier wohnten bis in die 40er Jahre viele Juden. Ein großer Teil von ihnen aus Osteuropa eingewandert. Nur wenige hundert Meter vom Scheunenviertel entfernt lebt der 31-jährige Sänger Carsten Troike. In Clubs, Kulturhäusern, Kirchen, bei jüdischen Gemeinden singt er jiddische Lieder. Ich hab gehabt a Schwester, a Kind von der Natur. Mit mir zusammen sich geschleppt, hat sie a ganzem Jahr. Mit ihr gewehen ist mir viel geringer. Leichter wären fleckt der Hinger, wenn ich fleck a kickt ihn noch auf ihr. Mit Amur geworden ist sie schwach und sehr krank. Auf meine Hände ist sie gestorben, auf a Gassenbank. In als ich hab sie verloren, hab ich alles ungeboren. So der Teufel schon kommen euch zu mir. Kupitje, Käufte, Papyrossen, Regnet, wenn Regen nicht vergossen. Käufte, billig, Bernamunitz, Käufte, not auf mir, Achmunitz, Ratte weg, bin hinger mich hat sie. Kupitje, Käufte, Schweberlech, Antiken, der mich mit ihrer Jossen will der Quicken. Im Siff mit Schreien mit meinen Leuten, keiner will bei mir nicht kaufen, neues Kind will ich müssen, wie Achen. Kupitje, Käufte. Ich denke daran, dass in der DDR-Zeit ganz viele Vietnamesen hier quasi angesiedelt wurden, gebeten wurden zu kommen, eingeladen wurden. Und jetzt bleibt ihnen nichts weiter, als Zigaretten schwarz zu verkaufen. Ich glaube, die Situation ist fast die gleiche. Papyrose. Es gab in den 60er Jahren, ja, außer den großen populären Leuten wie Bob Dylan oder John Baez oder so, gab es ja auch andere, die in anderen Strecken populär waren. Und da sind mir noch in Erinnerung Esther und Abi Ofarim oder die Sängerin Belina, die in Frankreich heute noch lebt, soweit ich weiß, eine polnische Jüdin, die dann viel in Deutschland aufgetreten ist. Und die haben immer sowas gemacht wie Songs of the World oder Lieder der Welt oder so. Und das hat mich an sich immer sehr interessiert. Und das muss ich so eingeprägt haben bei mir, dass ich immer wieder so weit um mich herum auch schaffen möchte. Und da ich nun mal jetzt inzwischen häufig auf der Bühne stehe, möchte ich es gerne auch auf die Bühne bringen. Deswegen habe ich so bestreben, so ein Programm zu machen, was irgendwie heißt eigene Lieder und Lieder der Welt. Und das ist eigentlich mein Lieblingskind. Der idischer Nigen, wird ewig leben. So lang wie die Welt wird stehen. Das Wort in seine Rische in der Seide gegeben. Vergessen will mir das kein Wunder. Mit Tränen gebeugen, über der Teule. Fleckt der Seiden ju singen, in betene Zimmerbeule. Hoi, die Lachdeutschen, hoi, die Lachdeutschen, Kile Oilum Chazroi, Kile Oilum, Kile Oilum, Kile Oilum Chazroi. Was ich mit den jiddischen Liedern mache, hat mehr damit zu tun, irgendwie deutlich zu machen, das sind Menschen wie du und ich, die haben Lieder, die sind ganz unterschiedlich. Es ist einfach ein Chanson- und Theaterliederprogramm. Und das ist auch das, was ich am wichtigsten finde. Das Lieder können zwar sehr fremd klingen, aber sie müssen gar nicht so exotisch nur sein.
die können in ihrem Kern, kann jeder die verstehen. Ein gutes Lied kann jeder verstehen. Und Geld ist mehr wert als du und ich. Fressen allein genügt uns nicht. Doch dein Geschwätz macht mich verrückt. Du meinst nur, du hast hier kein Glück. Niemand braucht dich, niemand braucht mich. Also komm, lass uns leben. Ciao ciao et au mois prochain.